willkommen zu einem kleinen Late-Night-Stream. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ich nehme dann nachher mal Wunder, wenn ihr sagt, dass das Game ist, weil laut, ob es laut, es leislich ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was wollt ihr mir dann sagen? Jo, sollen wir mal schauen. Also wir haben jetzt 30 Minuten Practice, 5 Minuten Qualifying und nach 15 Runden Rennen, habe ich mir jetzt immer eingestellt. Jetzt nimmt es mich mal Wunder, ob da der Stream auch online kommt. Das wäre natürlich super praktisch. Genau, da haben wir ihn. Genau, da wären wir schon mal live. So, jetzt haben wir den Chat ganz aufgemacht. Schalten wir da noch schnell auf der um. So, da haben wir noch schnell so. Jetzt müssen wir schauen, wenn ich da fahre. Okay, da ist Assetto Corsa doch. Wird bei mir als sehr leisig angezeigt. Da haben wir jetzt mit schnell entschuldigen. So, ich hoffe, ich höre mich jetzt besser. Ich hoffe jetzt, dass das Spiel nicht allzu laut ist. Sonst müssen wir einfach sagen. So. Jetzt sind da die anderen schon backen am Fahren. Ich würde sagen, sausen wir auch ab auf die Strecke. Wir fahren Lamborghini Huracan GTI. Da hat es dann nicht gross am Setup eingestellt. Und fahrt das jetzt mal so, mal schauen, ob das anfindet. Aber sehr schön, nicht ganz voll mit der Wurst. Und wirklich provozieren, dass wir da abfliegen. Schön integrieren. Schneller unterwegs sind. Auch ein Lamborghini ist auch von einem schönen McLaren. Links und rechts schauen. Ich glaube, da wird es ein bisschen da mit dem Bremsen. Persönliche Auskurve hier. Steve Witch ist auch sowieso wieder risky. Also wirklich treffen und dass ich dann gut fahren werden kann. Oh warte, jetzt habe ich eigentlich mal Chat geschaut, weil der ja schon geschrieben hat, und direkt das Nirvana geflogen. Mal schauen. Im zweiten einfach gleich wenig Leistung. Also. Wichtig ist, dass wir da die erste Kurve gut hinbekommen. Früher das Gas und einigermaßen ruhigen Exit haben. Jetzt hier
keinen Windschatten, zwar auf der langen Gerade, aber das macht dann momentan auch nicht aus. Momentan geht es gerade um unser Auto zu kennen. Das finde ich eine sehr riskante Kurve, wo ich gerade um Kurve Exit noch recht muss schauen, dass ich da auf die Kurve einigermaßen gute Entry bekomme, aber das ist mir jetzt eigentlich nicht perfekt drin. Und hier sind wir wieder zu spät mit Bremsen. Haben das Auto gar noch nicht fangen, was es abgehauen hat. Und so Sachen müssen wir natürlich im Rennen versuchen zu vermeiden, das ist natürlich suboptimal. Sie haben die ganze Zeit ganz munzige Querstelle gehabt, das merkst du fast nicht im Auto, aber zum einen merkst du das Reifen und zum anderen merkst du es auch dann halt im Exit. Das ist natürlich schon nicht geil, das Beste. Die Kurve ist schon wieder. Da war jetzt klar gewesen. Da sind wir auf dem Kurve Exit ins Graskreuz schauen. Das ist links, rechts. Das ist die Frage, haben wir Licht oder nicht, das von Tupi. Hinwischen brauchen wir nicht, das auch nicht. Das ist nicht egal. Da kann ich schon schauen, das Licht anhängt, gut, können wir nicht kontrollieren. So. Da kommt jetzt noch einer. So. Mal gerade den McLaren nachzufahren. Dann wäre natürlich nicht die gleiche Bremsrichtung wie ich. Dann würde ich sagen, wieder auf Einstellung KI, da die eine Kurve nimmt. Ich glaube, da sind die sehr langsam, meiner Meinung nach. Also, aber man sieht doch, die Geschwindigkeitsunterschied ist da. Ja, da wird einer mehr schön verbremst. Also GG me. Das finde ich fast jetzt eine der schlimmsten Kurven. Ne? Oder hier die Doppel links. Dass man die nicht schnell reinbringt, dass man wirklich perfekt kann ausfahren kann. Und auch hier wieder einigermaßen keine Exits zu bekommen. Und dann nicht unbedingt an einer Grenze landen. Das wäre eher so schalten, aber wenn man natürlich auch versucht auf den Chat zu schauen, wie das geschrieben worden ist, natürlich ist das nicht ganz so einfach. So, Lieblingskurve. Ja, und wieder nicht optimal spät bremst. Spät können du das einlenken. Also mit der spät das Gas gehen, aber jetzt hier mit dem Windschatten können wir doch einiges gut machen. Er geht ja schon von leichter Verteidigung, obwohl wir eigentlich im freien Training das nicht unbedingt müssen. Jetzt gebe ich aber nicht Vollgas, weil es macht keinen Sinn. Das zweite durch die Kurve durch, weil er bremst hier leicht. Schauen wir jetzt. Wir können da im Vergleich zur KI doch recht spät bremsen. In der nächsten Gang können wir doch ein bisschen besser rausnehmen. Und schon wieder verbremst, das ist unglaublich.
Zeit einlegen aber mit so einem nicht optimalen Start. Schauen, was die Tour von der Ende der Runde sagt. So, recht spät die 6 aufgeschaltet, dass wir dann erst lange Pause vom 5. mitnehmen. Jetzt mit. Ist jetzt noch nicht ganz Vollgas gewesen, aber ein bisschen geht da was noch. Jetzt das mal, wenn wir uns ein bisschen weiter austreiben. Verlieren das von dem Kurvenscheitel, können wir da früher das Gas. Wir sind ein bisschen früher drauf die Kurve und können jetzt doch mit ein bisschen mehr Schwung raus. Also Schakal nicht perfekt, aber jetzt hier haben wir natürlich so den Gröber für uns, weil wir da rechts aus dem Körper drauf gekommen sind und durch das hat das Auto sich minimal nach rechts versetzt und du bist natürlich sofort nur dort, wo der Grip ist und dann ist es natürlich schwierig, da wirklich bei Bremsleistung zu bekommen. Jetzt hier wieder mit leichten Übersteuern zu kämpfen. Das wieder auf den Körper drauf, das ist eigentlich wirklich nicht gut. Das haben jetzt nicht wirklich als Gas. Ja, die Kurve haben wir bekommen, aber jetzt ist eigentlich alles Vollgas und das ist halt das Problem, wenn man dort jetzt aus dieser Doppel rechts, wo nicht nacheinander kommt, aber fast nacheinander nicht gut rauskommt, verlierst du halt einfach hier auf den Weg bis zum Busstopp-Schikane. Das ist natürlich übel. Hier, wenn du da das Zehntel liegen lässt. So, hier nein, ist richtig rechtzeitig bremsen, das ist jetzt schon fast spät. Also ich kann jetzt lang ausrollen. Und da nicht zu weit rausrollen, jetzt nicht. Voll Power bis zum Schluss und zweiter Platz. Ja, würde ich sagen, das ist schon mal eine gute Bewertung gemeint. Ich zeige jetzt vor allem an dem Audi LMS Ultra Nummer 3. Ich sehe, da die Bremse recht stark ab hier raus. Also wir kommen da recht einfach an denen vorbei. Jetzt würde ich fast schon überlegen, dass wir so kann ich jetzt dort. Jetzt. Dass wir da Verlass drücken und noch einiges Entschuldigung würdet die Schwierigkeit der Gegner ein bisschen aufstellen und dann aber direkt ins Qualifying hopsen. So, jetzt sind wir da am Laden. Das geht jetzt natürlich ein bisschen wieder, da die ganzen Autos muss durchladen. So, jetzt wieder schnell sich vorwärts bewegen. So, und jetzt gibt es Session. So. Jetzt geht es aufs Qualifying los. Jetzt geht es natürlich darum, die bestmögliche Runde rauszufahren. Einfach so kann man mehr oder weniger, weil in den 5 Minuten, die wir jetzt hier eingestellt haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du nicht 2 freie Runden mehr bekommst. Das heißt, die erste Runde musst du eigentlich fast zählen. Jetzt, mein Plan ist jetzt extra einen vorgelassen. Voilà. Jetzt das Lenkrad durchheben. Der Reifen, die sollte die Temperatur haben. Die Bremse nehme ich jetzt mal auch an. Dann gehen wir weg, so die Reifen sind noch hier am Rutschen. So, hier ein bisschen weiter das überholen.
geben, ob wir ein bisschen näher an unseren Vordermann hinfahren können und leichtes Übersteuern beim Anbremsen, sonst ist es leicht ausgerutscht. Und zum Glück auf die rechte Seite, da macht es ein weniger aus. Ja, das ist meist schön, wo die Kurve driftet. So, die Spannung steigt. Jetzt zählt es. Die Runde, die wir jetzt mit dem Asphalt rennen, bestimmt nachher die Startposition für das Rennen. Ja, mal schauen. So, dann guter Exit. Aha, und jetzt zählt es drüber. Da ein bisschen spät auf der Bremse. Das war ganz okay gewesen. So, natürlich der Hindernis für Windschatten. Das ist suboptimal für alles, aber... Oh fuck. Genau das, was ich nicht wollte. Ich bin die Ideallinie abgekommen. Und dann natürlich ist es sofort gewesen. Jetzt muss ich mal schauen, jetzt wird das natürlich knapp. Das Ziel ist jetzt gut, voilà. Jetzt will ich dann möglichst probieren, diese Reifen nicht zu sehr überanspruchen, aber dass wir trotzdem gerne noch einmal die zweite Runde fahren können. Das muss ich jetzt ein bisschen beeilen. Dass meine ich für eine Runde langt. Trotzdem wird jetzt da Hi. Und jetzt nach der Vordermann auffahren. Voilà. Jetzt haben wir ein bisschen übersteuern. Oder ist das Reifen trotzdem noch zu heiß bekommen. Hier wieder. Da ist also rechts am Rutsch fest. Oh, jetzt haben wir dahinter diese Block. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Strafe. Das war noch extra. Ich glaube, der Rennleiter hat es nicht gesehen oder interessiert das gar nicht. So, eine halbe Minute haben wir noch. Jetzt fahren wir auf Push-Up-Schikane zu. Und verholen wir ein bisschen wieder raus. Geben jetzt Vollgas. Und mit 5 Sekunden überbliebene Zeit. Versuchen wir jetzt da eine Runde reinzubringen. Da hat sich jetzt sehr viel bremst für die erste Runde. Jetzt probieren wir da einmal. Nein! Oh, das ist... Ist jetzt natürlich belastend. Minimal sind wir wahrscheinlich über eine weisse Rand rausgekommen. Ja gut. Jetzt müssen wir den anderen ein bisschen aus dem Weg. Hätte ja können klappen. Hat es aber leider nicht. Ich hätte also nicht befürchtet, aber ich jetzt viel wählen.
Oh, voilà. Und jetzt starten wir natürlich ganz hinten im Rennen und haben da 15 Runden Zeit, um da möglichst viele Plätze gut zu machen. Und ich habe jetzt das Qualifying extra so hoch eingestellt, dass wir auch etwas haben vom Rennen, weil wenn wir da jetzt eine halbe Stunde lang Qualifying gefahren wären, wird das Ganze ein bisschen spät. Darum, ja. Jetzt werden wir schon irgendwie schaffen, dass da wir nicht ganz auf dem letzten Platz landen werden. Wir sind ja auch 21. momentan. Mit unserer ersten Runde, ja, jetzt sehen wir es natürlich, sind da die alles Teamfahrer, jetzt sind wir schon auf dem 24. Rang. Ich würde sagen, es war nicht ganz das letzte, wäre es gewesen, aber ja, es hat sich jetzt erledigt. Oh voilà, da ist jetzt natürlich die Bremse gewesen. So, Qualifying over. So, da sehen wir das letzte sind wir auf dem Medium Tire. Und ja, da bleibt uns nichts anderes übrig als jetzt Vollgas geben. Oh Gott, das Auto ist schon mal komplett abgewürgt am Start. Das ist nie komisch, ich kann damals nie den ersten Gang schalten. An der Startbande. So, ich jetzt da. Voilà. Das ist jetzt natürlich blöd stecken. Ah, hey! Stecken da hier im Stau fest. Hat sich einer dreht. Das ist natürlich jetzt suboptimal für uns. Die da vorne berühren sich auch schon genug. Schauen. Das zweite mit dem. Da wird schon die erste Berührung. Mit dem Lamborghini vor uns. Wir bremsen da circa zum Teil sehr abrupt. Und ja, von schauen wir, dass wir da hinter dem Mercedes sehen, wo man dann rein kann. Und schauen, dass wir uns da nicht verbremsen. Dass wir da am Draht halten. Und dieser grosse Vorteil ist natürlich im Gegensatz zum Nissan, dass wir da ein bisschen später bremsen und ein bisschen wendiger sind. Das heisst, wir haben hier innen lang den Kurve Speed durch wie außen. Aber jetzt, wenn wir in den Platz geben, die Kurve gehört in. Aber ich kann man nicht vorbei. Genau. Der Nissan ist doch einiges schwerer als ich. Aber fertig gelagert. Jetzt konzentrieren wir uns auf den nächsten. Und dann ich weiss nicht, in welcher Position wir stehen, weil das aktualisiert sich erst später nach der Zielabfahrt. Da haben wir Position 15 jetzt gerade gesehen. Hier wieder nicht optimal Exit, wo wir wollen. Jetzt hier jetzt innen dran zu viel Körper mitgenommen. Das wird das Auto immer nach außen versetzt. Ich habe hier eine Härtefederung drin und ein weichere Federn. Ja, das jetzt natürlich deutlich mehr drin über den Curb drüber zu springen, aber wenn dann nachher sonst mehr, dass sich das Auto bewegt. Wichtig ist jetzt vor allem hier einen guten Exit zu haben. Habe ich aber gerade nicht gemacht. Was jetzt ein bisschen schade ist, weil jetzt fehlt natürlich der Speed. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind deutlich schwerer als im Qualifying. Da sind mehr Dank dabei. Wir sind jetzt leider hier nicht wirklich. Was ist das da vorne? Das ist glaube ich ein McLaren nicht ganz dran. Das ist auch wieder äußerst am Limit gefahren, wie jetzt relativ Zeit rausgekommen. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Ja, warte mal, was ist das? Das ist ein Mercedes. So, machen wir mal ein Druck. Schauen wir mal.
Okay. Und dann natürlich dort führen zuerst seine Kurve. Hier schnell vor seine Kurve. Gut. Da kommt es zur Berührung. Moment. Das war ein leichter Wanderkontakt zum Glück. Aber da hat er jetzt meiner Meinung nach ein unfair übergezogen. Das ist natürlich immer in Sichtweise des Fahrers gesehen, ist es natürlich meistens so, dass man nur immer sich selber den Vorteil gibt. Und ja, ich wundere, was ihr davon haltet. Hey. Reifen, ich brauche Grip. Ich habe das Gefühl, wir haben dann nicht wirklich Grip auf den Reifen. Da tut die die rechts-links durch. Es ist nicht wirklich klappen, weil es nicht mehr rutscht. Ja, da sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Besseren Exit als vorher, aber immer nicht das, wo wir wollen. Er ist jetzt dafür einigermaßen gut im Exit gewesen. Da für Speaker mitnehmen von Mercedes vor uns. Mit der rechten Limit an die Rundschiffe fahren. Das können wir jetzt im wirtschaftlichen Gründen schalten. Jetzt mit deutlicher Geschwindigkeit Mercedes vorbeiziehen und sie jetzt hier neben der BMW. Okay, der macht es natürlich da. Das ist nicht so einfach und da ist er gerade vorbei. Er hat die Türe recht so gemacht. Da können wir zwar hinter ihm liegen. Einigermaßen guten Exit bekommen, aber jetzt in die Doppel links. Ich gebe ihm jetzt ein bisschen Abstand, weil Dirty Air war hier gefährlich. Aber man hat da ein bisschen besseren Exit bekommen. Darum setzen wir noch ein bisschen weiterhin unter Druck, aber ich merke schon, das Auto rutscht, da ist ein Lamborghini, rutscht da weg in diesen Kurven. Hier wieder übersteuern. Ausgang von dieser Kurve. So, die Kurve haben wir deutlich besser gesehen. Haben jetzt aber nein, ein bisschen Gas müssen. Ja, und jetzt. Oh, nein, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt wieder kurz in der Grenze gewesen. Jetzt sind sie runter. Hat der Teier bleibt daneben dran. Er bleibt. Er zieht zurück. Aber mich haben wir natürlich das weit raus. Können die so vor ihm behaupten. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen Platz gewonnen. Das heißt, geht weiter nach vorne. Und die Gruppe vor uns ist natürlich super, weil die kämpfen miteinander. Das heißt, wir können recht schnell aufschliessen und hoffen natürlich, dass der eine oder andere Fehler von vorne nicht passiert. Dass wir da etwas ausnutzen können. Das ist jetzt aber nicht optimal gewesen. Die Rusch ist absolut schlecht von mir. Ich merke es
die ganze Zeit ein bisschen, dass wir ein bisschen übersteuern haben, aber gerade so, dass es noch angenehm ist. Also man merkt es schon, es ist recht rutschig auf der Hinterachse. Aber so, dass ich es weiss, also das Gespür, wenn es kommt, dann ist das noch voll okay. Jetzt schauen, dass wir auch nicht da vorne dranbleiben. Wenn man natürlich die Rundenzeiten anschaut von mir, also die Reifen, die sind immer noch in Ordnung. Ich meine, ich bin wieder grün gefahren und das heisst Sektorabschnitte und die schnellste Saison bis jetzt von mir gesehen. Wir haben hier wieder einigermaßen guten Exit gehabt. Jetzt mal schauen, was wir hier gegen Nissan wird es natürlich schwer mit seiner enormen Power hat. Aber man könnte es ja noch probieren. Bis im Windschatten immer näher und näher reinzukämpfen. Jetzt ist er extrem langsam. Uff. Das ist jetzt plötzlich sehr langsam geworden. Wieso auch immer. Ich hätte noch fast Ferrari vor mir abgeschossen. Jetzt setzen wir uns auch mal stinkfrech neben der Ferrari. Der Kurve. Oh! Berührung. Hat uns da hinten dran leicht berührt, hat uns da fast vor der Strecke gedreht. Haben uns da leicht abgefangen. Oh, das war jetzt nicht gut gewesen. Ist jetzt klar, dass da die Strafe kommt. Das war fast klar gewesen. Und, ja, mal schauen, dass wir irgendwie die Penalty wirklich gut machen. Weil dann der Rückkampf davor kann man natürlich jetzt recht einfach mitmischen. Dann wir ihn einfach mal innen durchfahren. Hinten gegen. Da sind wir jetzt sehr weit rausgekommen, es tut mir leid. Wir haben jetzt hier genug Platz hinten dran, also er hat genug Platz zum wieder vorkommen. Er bleibt jetzt dort stur dort und jetzt kann er den Platz lassen. Sonst wäre das dann nicht gut rauskommen. In dieser Kurve müssen wir immer aufpassen, da rutscht das Auto extrem gern. Da sind wir jetzt sehr weit rausgekommen, verdammt viel Schwung verloren. Das ist jetzt absolut nicht optimal. So, jetzt in der Kurve von davor müssen wir bis 35 km/h abbremsen, dass wir da keine Strafe bekommen. Jetzt so, und los geht's. Jetzt haben wir natürlich das einiges Zeit gekostet. Aber wir sind immerhin nur dran. Ne? So, jetzt hier innen durch. Ich könnte früher relatives Gas. Ich könnte früher Gas geben. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie vorhin. So, dann haben wir eindeutig besser geklappt. Dann haben wir jetzt deutlich mehr Schwung aus dieser Kurve raus. Wir können uns jetzt vielleicht für das schaffen, ohne Weile da vorne. Deutlich besser im nächsten als die vor uns. Jetzt ist natürlich. So, wenn der BMW natürlich muss rausfahren, so haben wir gerade im Audi innen reinzufahren.
mir vorher passiert, dass wir den BMW jetzt mit ausdrängen. Aber so haben wir schon wieder einen Platz gut gemacht. Scheiße. Das, was ich nicht will. Jetzt weit rauskommen auf diesen grünen Dingen bremst es so extrem ab. So, jetzt haben wir hier deutlich besser rausgekommen. Das wäre jetzt das zweite, wo die Kurve als eigene absolute Scheissidee. Das kostet uns eigentlich beide noch extrem viel Speed. Das fängt mir die Tankanzeige an, das ist natürlich jetzt blöd. Weil wirklich zu wenig Benzin wie fürs Rennen, das ist natürlich super belastend. Und wo bremsen sie noch? Oh Gott, dann... Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ja, dann weiterhin Vollgas geben. Also das ist jetzt sicher keine optimale Kurve. Es geht noch deutlich besser. Einstellen muss. Das lenkt eigentlich ab, aber das Ding ist, ich muss jetzt rausfahren, weil ich jetzt gerade die Box muss und ich da anscheinend jetzt wenig Sprit dabei habe. Das ist nicht mehr, ich glaube die anderen haben schon genug dabei. Diese Progression, also die Runde sind absolut langsam. Ja, natürlich da diverse Sachen einstellen, jetzt kann man nicht alle meisten richtig weit raus. Also absolute Bullshit, wenn wir fahren. So, jetzt geht's ab die Box. Das ist wirklich super gewesen, oder da Boxen Einfahrt. Die Sachen da. Nein, das hätte ich noch yes. 5 Laps. Nö. Das ist jetzt natürlich blöd. Typisch Silvan. Jetzt verlieren wir natürlich Position und Position. Sicher sehr belastend. Los, komm, jetzt mach doch ein schneller, wechselt jetzt, dann mach ich schneller. So, los, die Gruppe, die müssen wir wieder aufholen. Das sind da die allerletzten. Hallo, hallo, Luana. Also eine absolute Misskalkulation, die wir hier gemacht haben mit dem Benzin. Diese Gruppe. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass unsere Reifen recht kalt sind. Dass wir dann nicht gerade einen absoluten Abflug wieder oben machen können. Das ist super optimal, wenn wir jetzt Box sind. Aber jetzt können wir natürlich mit den Softs
haben, so noch ein bisschen warm zu bekommen. Die jetzt ein deutlicher Vorteil gegenüber den anderen Gegnern, die nicht mehr am Feld. Jetzt schauen, wie sie reif sind mit dem Linie Feld. Ja, holen wir doch ein bisschen mehr raus aus dem Wissen vor uns. Bremst der Fisch wieder runter. Jetzt müssen wir schauen, dass ich natürlich nicht gerade den rumkomme. So. Das sollte ich eigentlich auch nicht machen, aber ich muss Stop, das zweite, da ist der Exit raus. Oder direkt. Nein, ist bei direkt. Das ist wieder rein. Gut, kommt nicht raus. So, jetzt wichtig, hier einen guten Exit zu bekommen. Den haben wir mehr oder weniger recht gut bekommen. Salut Variation, wieder der Ag. Aber jetzt Vollgas. Also jetzt jeder Platz, den wir machen, ist eigentlich ein Platz mehr, als wir am Anfang gestartet sind, weil wir verkackt haben, weil wir sind Qualifying, wo wir da recht verkackt haben. So, dann ist dann. Der macht komplett so. No! Ich will keinen treffen. Oh. Gut, so viel habe ich gesagt. So jede Position, die wir jetzt gut machen, ist eine perfekte Position. So. Natürlich perfektes Timing gewesen. Dieses Auto lenkt sich quer. Der andere, der da mit uns den Unfall hat, ist raus. Das ist natürlich sehr scheiße. Aber ich weiß nicht, wieso der jetzt so langsam ist an dieser Stelle. Und ich hätte das einfach auf die andere Seite, aber ich habe gedacht, der zieht über zum Verteidigung, aber der hat sich wirklich sehr breit gemacht da drinnen. Das ist eigentlich kein dummes Leben, also ich verrückt schon für den Unfall. Und ja, eigentlich ein Wunder, dass ich keine Strafe bekommen habe. Natürlich perfekt für die jetzt gerade eingeschaltet haben. Ey, boah. Junge, das Auto. Was macht das Auto? Ich glaube, das hat doch ein bisschen mehr Schaden davor getragen, als ich da gemeint habe. Lässt sich das nicht so geil fahren. Hier, wieso fängst du jetzt da an übersteuern? Ich habe mit dir noch nie ein fucking Problem gehabt. Ja, das ist jetzt natürlich... Ey, das ist... Okay. Ja. Da, ja, wir müssen jetzt das halt leider wirklich jetzt bis zum Ende durchziehen. Jetzt in die Box, dann sind wir abgeschlagen letzte. Nach dem Crash. Jetzt müssen wir einfach probieren mit dem brutalen Schaden, den wir haben. Oder das Übersteuern so extrem verursacht, zurechtzukommen. Jetzt haben wir natürlich recht viel Speed aus in der Kurve. Das ist natürlich schade, aber so läuft es halt. Hätte ich anders laufen, hätte ich der Qualifying schon ein paar Zentimeter weiter rechts hin gewesen, mit die weiße Linie wieder überschritten. Dann wäre natürlich ganz anders momentan. So, aber dieses Ziel ist der... Ist das ein BMW oder? Nicht zahlen. Also den allerletzten wird ich doch nicht werden, der noch fahren. Warum nein? Ja, warum nicht? Das sollte ich schaffen. Das ist auch wirklich mit dem Schaden, mit dem aerodynamischen Schaden, den wir haben. Wenn wir jetzt hier oben Film. Boah, ey. Ist klar.
ist gut, übersteuert mehr, ist easy. Also kein Ding. Gut, ich spiele mal Tokyo Drift. Dann haben wir einen Drift um die Kurve. Und wir haben natürlich jetzt die Slicks getroffen. Die bauen natürlich schneller ab, und wenn sie in der Mitte von Rennen aufgezogen, also ist kein Wunder. Jetzt recht mit ihnen. Auch hier wieder, das ist absolut. Voilà. Der Chat übersetzt natürlich gleichzeitig nicht. Was? Ich denke, wir haben jetzt wieder. Ey, das ist zum Kotzen. Ja, das ist zum Kotzen. Bis auf das, dass das Auto geht nicht mehr unter Kontrolle nach dem Anfang heißt gut schon und dann kann ich auffahren. Hey, ich kann schon gerade hier übersteuern in dieser Kurve, das ist absolut zum Kotzen. Entschuldigung. So, und 35. So. Gut. Das ist jetzt natürlich absolut klasse, was ich gemacht habe. Im Neutralen kommt man natürlich absolut schnell vorwärts. Das einzige schneller, was noch geht, ist der Raketengang. Also mit dem R drauf. Egal. Flüre können wir sowieso nicht mehr. Mit dem scheiß Qualifying angekommen. Da sind wir jetzt doch 2 Positionen vorgefahren. Im Vergleich zu dem, wo wir gestartet sind, wenn die beiden draussen sind. Also das Einzige, was ich jetzt hätte, wäre ich das jetzt nicht mehr fliegen. In den letzten paar Runden nicht in der Orange, weil dann ist endgültig gewesen. Einen Fall lang wir jetzt im Rennen. Und ich bedanke mich auch wieder bei den 5 aktiven Zuschauern, die hier dabei sind. Und auch allgemein bedanke ich mich für den Support auf dem Hauptchannel. Also wir haben da in den letzten 2 Tagen 14 neue Abos gemacht. Und obwohl ich da so lange nie mehr gemacht habe, ist das wirklich sehr nett, dass da doch sehr viele neue Zuschauer direkt zu mir auf den Kanal gefunden haben, oder wieder Leute, die mich schon kennen und jetzt ein Abo da gelassen haben. Das heisst, ja, für das würde ich gerne bedanken. Einen Moment, ich lese die Nachricht gerade. Fuck this shit. Silly ist immer ein bisschen leise in seinen Streams. Oh. Okay, also ich sage sehr leislich. Ja, das kann man natürlich so ändern. Also ich kann mich da natürlich aufstellen. Ich habe gemerkt, wegen dem letzten Stream habe ich da müssen... So, wir brechen da ab, das macht wirklich keinen Sinn mehr. Wegen dem letzten Stream habe ich mich da müssen leiser geschalten. Darum, Entschuldigung. So. Ja, das war jetzt wirklich absolut zu kotzen gewesen. Zu überlegen, wenn wir noch die Gleichstrecke fahren oder wenn wir etwas anderes machen. Ja, ja, da absolut recht. Nach dem Unfall, den ich hatte, ist natürlich Dings für den Auto absolut. Ach komm, weißt du was, wir fahren Silverstone. Das macht immer ein bisschen mehr Spass. Das, jetzt mal noch schnell schauen. Gegnerübersicht. Gegner, die sind ja da weg, so 100% los geht's. So, ja, die Traktion ist ja wirklich nur so scheiße, weil wir wahrscheinlich den ganzen hinteren Flügel abgefahren haben. Von dem her, da kann das Auto selber nicht dafür. Das bin ich meine Unfähigkeit, die ich dort den Nissan aber rasiert habe, die Strecke. Natürlich semi-optimal gelaufen. Darum, ja, ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser mit der Lautstärke. Dass ihr mich da besser hört. Und hoffe auch, dass das nicht allzu laut ist. Okay. Jetzt, wenn ich wieder Ware höre, dann ist ja alles tipptopp. Tippity-toppity. So, Practice, ja. Fahren wir kurz eine Strecke kennenlernen. Oh, Auto ist abgewürgt zum Anfang. Das ist natürlich perfekt.
So, let's go. Was? Fahr Peru. Wie meinst du Peru? Und Maelo besuchen. Wie meinst du jetzt Maelo besuchen? Also jetzt da in der App? Oder wie meinst du jetzt Variashi? Jetzt hat ganz gepackt, was du gemeint hast. Ich hasse die Kurve. Was läuft so? Ja, jetzt mittlerweile... Gott, Hilfe, ich kann halt alle Nachrichten lesen, wenn ich das Auto fahre. Es läuft so vieles. Mittlerweile ist das Auto wieder und nachdem ich eine neue Strecke... Ups, da ist Tschüss Pylone. Yes. Der Ware ist dann... Oh Gott, natürlich absolut, da ist Nirvana rausgelenkt, wenn ich natürlich auf der Chat bin. Also semi-optimal wäre auch ein geiler Name. Ah, semi-optimal, aha. Ja, das wäre, wenn Sammy, also wenn irgendjemand, oh Gott, wenn irgendjemand, der zuschaut, Sammy heisst, feel free zum, ach komm, weißt du, scheiß auf Qualifying, zum den Namen nehmen. Ausser der Variation hat jetzt da schon das Copyright draufgesetzt, so. So, jetzt Qualifying, jetzt zählt's. Das heisst, ich habe eventuell schnell meine Schnauze und das ist der Chat nachher wieder. Also momentan kann ich ja noch. Hä, was? Weil der Maelo von Peru kommt. Also deshalb. Okay. Hä? Ist in meinem Hirn nicht ganz angekommen. Oh ja. Stark, Silvan. Stark. Okay, easy. Wie kann man Peru fahren? Ich weiss nicht, ich muss noch mal schauen, ob es eine Strecke gibt, die Peru heisst. Also es gibt schon eine Strecke, wo man bei der Maelo besuchen kann. Variasch, also wenn der Chat unbedingt will, dass wir die Strecke fahren, wo man den Maelo besuchen kann, können wir das natürlich gerne machen. Aber da muss ich noch schnell natürlich das passende Auto dann finden. Wenn wir zum Maelo-Style unterwegs sind, dann muss ich noch schnell etwas im Setup ändern. Aber das braucht nicht viel. Als Map Peru. Oh no, das war ein Corvette. Also das Rennen in Peru. Aha. Wir müssen nachher mal schauen. Aber ja, die Frage ist eigentlich, sollen wir den Maelo besuchen? Oder eher nicht? Nächste Stück in Melbourne. Gibt es auf Assetto Corsa selber nicht. Gibt es in der Formel 1. Was wäre cool, Luana? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. So, jetzt Fresse halten, auf die Strecke konzentrieren. Einmal das verkacktes Qualifying lang nicht. So viel zu das Qualifying nicht verkacken. Also alle Chat-Nachrichten, die jetzt gerade reinkommen, sind nachher selbstverständlich vor. Ach komm, leck mir am Arsch. Gott, weißt du was, wenn sich Peru gewünscht wird, dann fahren wir Peru. Ja, Peru, gut, easy. Jetzt gehen wir schauen, so da, was Strecke wählen, Peru. Können wir schauen, haben wir Peru? So, Soundwort. Ja, ich schalte selber. Ah, da. Weiss nicht, hört man das? Shift Pedals. Sorry,
bin jetzt absolut dumm, aber ich sehe kein Peru. I'm so sorry. Aber ich hätte jetzt natürlich absolut auf Clickbait. Weißt du, das machen wir jetzt so aus Spaß. Da kann ich ein bisschen mehr mit euch tagen. Jetzt muss ich etwas schnell holen. Einen Moment schnell. So, fürs Feeling muss ich da schnell meine Haarschaltung montieren. Dass wir dann nachher das passende Mailo-Auto fahren können. Es wird wahrscheinlich unterhaltsam. Jetzt schaust du das Kabel finden zum Einstecken. Kurz einen Moment schnell. Also ich sehe da leider nicht so viel. Nicht so viel Ren-Action. Wir gehen jetzt nachher den Mailo besuchen. Und ich muss mich bedanken für 8 Zuschauer. Natürlich für mich extrem cool, 8 Zuschauer zu haben. Ich weiss schon, wir haben es schon lange nicht mehr gehört. Wir sollten schon lange wieder mal etwas zusammen geben. So, Optionen, Steuerung. Jetzt noch nicht erkannt. Ah, jetzt. Gangschaltung. Benutze separate Gangschaltung. Musst immer irgendwie eine anwählen. So, also. Zuerst wählen wir die Strecke. Wir wollen ja zum Mailo. Das heisst, wir nehmen das Bergdorf. Und natürlich absolut, dass wir den Mailo-Vibe haben. Im Abarth 500. Ich habe jetzt leider kein Fiat 500 gefunden, sondern nur einen Abarth. Aber die den Mailo ein bisschen kennen, nehmen wir den Abarth 500. So, das könnte lustig werden. Und das ist jetzt auch wirklich, ich kann es zwar nicht zeigen, aber ich fahre hier mit Haarschaltung. Das heisst, ich kann da wirklich je nach Belieben den Gang wechseln. Also Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. So, mal schauen. Also gehen wir ab auf die Suche von Mailo. Das ist jetzt natürlich... Ich muss jetzt wirklich kuppeln. Ja, kuppeln, schauen, dass ich den richtigen Gang treffe. Und zusätzlich schaue ich natürlich noch auf den Chat. Soll ich da Fragen beantworten? Wenn ihr da irgendwelche habt bezüglich Racing oder sonstige Fragen. Oder... Da haben wir solid schon das erste Mal den Motor ein bisschen geschrottet. Wenn wir schnell, einen Moment, Joel, muss ich die Kommentare anzeigen lassen. Also, schreibst mal, wenn du Zeit hast, könnt ihr sonst irgendetwas zusammen machen. Ja, fix, Joel. Ich kann jetzt, wo der Sommer ist, kann ich das Trampolin wieder führen. Nein, das ist lieb, dass ich wieder mit dem Trampolin irgendwo unterwegs bin. Oh Gott, Sorry, jetzt schnell. Falls es gelaggt hat im Stream, das ist Stream vor allem. Ich bin guter Schweizerisch, spreche Schweizerisch als Englisch. Ja, dann schreibe ich dir sicher, wenn da wieder was los ist. So. Oh Gott, was? Aua. Du musst schnell schauen. Also bei mir im Vorschaubild liegt. Das Ding ist, Peru gibt es gar nicht. Ich weiß nicht, was sie da mit dem Peru haben. Das ist irgendwo Schweden. Die Map, die ich jetzt fahre. Ich habe nicht genau gewusst, was sie mit Peru meinen. Darum habe ich im Variasche seinen Vorschlag gemacht, ich soll doch den Mailo besuchen. Und was? Der Brief war bei deiner Erfahrung. Ja, hallo, ich konzentriere mich nebenbei auf den Chat. Also ich will ja mal jeden sehen. Also wenn jetzt irgendetwas Gefühl hat, der kennt das besser als ich, schreibt mir auf Instagram Silon_STVWB und dann kommt zu mir heim und dann beat me. Und dann können wir noch eins drüber reden. Das heisst, ja, wenn du wirklich das Gefühl hast, ich sage so scheiße. Gut, ich bin wirklich nicht der Beste, das behaupte ich auch nicht. Aber ich finde es immer lustig, weil Leute sagen, ist doch total easy, das zu fahren. Aber ja, es ist einfacher, als du denkst. Wenn du musst selber kuppeln, selber Gas geben, bremsen und vor allem selber schalten. Ich hoffe, ruckelt es eigentlich bei euch, der Stream? Das nimmt mich jetzt mal Wunder. Da war jetzt ein bisschen eng innen dran gewesen. Easy. Gut.
Ich sollte einfach aufhören, auf den Chat zu schauen. Das ist ja richtig schlimm. Sonst kann ich nachher mal den absoluten Horror fahren. Weil ein Rallye-Auto, zum Beispiel ein Auto Quattro Turbo, da drauf zu jagen, das ist eine andere Königsdisziplin. Gott ey. Jetzt muss ich da wieder den Kommentar aktivieren. Uiuiui. Ja, 7 habe ich ist ja safe nicht essen. Dann motz nicht! Nein, Spaß. Nein, es ist schon. Was weißt du, wenn ich privat fahre, easy, chillig, da habe ich kein Problem mit. Dass ich mich konzentrieren kann, wenn natürlich nebenbei so ein Stream-Chat ist, den ich immer lesen sollte. Boah, Junge, Spam mich nicht voll. So, was hast du geschrieben? Formel 1 2001, immer den Wagen in der ersten Kurve bumst haben. Ja, well. Ganz ehrlich, weißt du, jetzt bumse ich auch mal etwas. Also zwar mich selber, aber. Wo haben wir ihn? Audi. Yeet. So, Ende des Lebens ist das Auto. Aber leckt der Stream bei euch oder kommt er bei euch flüssig an? Das würde mich mal interessieren. Also, jetzt könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass das irgendwann absolut Krise bekommt und absolut nichts checkt. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut ist mit dem Ton. Oh, hoppala. Also, no. Also zur Info, wir haben hier kein ABS, keine Traktionskontrolle, also das ist da wirklich ein High-Class. Gut. Ey. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich komme auf den Audi. Das ist das letzte Fahrzeug mit... Ey, leck mir am Arsch. Also nein, bitte nicht. Ey. Hallo. Wir können die Strecke entlang fahren. Oh nö. Oh, zum Glück. Komm, um mit dem. So. Problem ist, der hat zwar eine Beschleunigung von einem Idiot, aber Bremsen, Alter, hat er von einem Elefant. Den richtigen Gang finden. Ich habe so Schiss vor dieser Strecke. Also nein, nicht von der Strecke, eigentlich vom Auto. Ich einfach bremsen. Hat er einfach... GG. Bremsen hat er einfach wirklich nicht erfunden. Der Stamm hat mir auf WhatsApp geschrieben. Oben mit dem scheiß Auto, Alter. So, let's go. Alter! Weißt du, Dinge, ich sehe... Warum weißt du es? Leck mir am Arsch, mit dem Auto komme ich nicht klar. Ja, logisch, also nicht falsch verstanden. Ich hasse die schon nicht. Dann komm, weißt du, ich nehme eher etwas, was mir sonst Spass macht zum Fahren. Warte, wo haben wir meine Lieblingskarre? Schöne Alfa Romeo. Das ist eine geile Karre zum Fahren. Ja, komme ich mir einigermaßen klar. Nein, der andere ist jetzt kein zu viel gewesen, wenn ich da auf den Chat schauen muss. Jo, aber wie gefällt euch so ein Stream eigentlich? Also eher yay oder eher, naja, bin froh, wenn es vorbei ist. Das Ding ist, also zum Teil würde es mich wirklich interessieren, wie so gewisse Leute, gewisse Leute mit diesen Autos klarkommen, wo ich das Gefühl habe, ey, das bringe ich nicht hinzufahren. Gott, ich versuche es ja dann immer gerade
Es ist, glaube ich, ein bisschen Rennfahrerkrankheit, möglichst schnell die Autos ans Limit zu bringen. Oh, nein! Oh, alter Junge! So, jetzt mit dem Lenkrad und wieder gerade. Komm los. Das finde ich so eine hässliche Kurve. Und die geht. Oh. Bäh. Los. Oh, Kurve. Aber die asozialsten Kurven kommen noch. Boah, da hat es aber schön einen Auspuff rausgeknallt. Das finde ich doch sehr geil. Oh, erste. Wie ist denn Oldtimer? Kommst du wirklich nicht vom Fleck? Wenn du den. Aua. Wenn du wirklich nicht in einer höheren Drehzahl oben hast, passiert einfach nichts. Geht's denn? Er hat richtig mehr zum Anfahren. Hörst du sich? Dort. Hier wieder zu sagen, ich fahre mit Kupplung und mit Haarschaltung, also wie man ein echtes Auto fährt. Von denen, also so alte Autos, klar, ich fahre es jetzt ein bisschen sportlicher. Das heisst, in einem echten so einem Auto wirst du nie so behindert, wenn ich jetzt dann die Kurven und so hoch auf, also so hohe Drehzahl unterwegs sein, dann wärst du jetzt schon lange in anderen Gängen unterwegs. Dem her, ja, ist das auch nicht zu serious zu nehmen. Da ist das Auto kurz links. Uff. Der hat es kurz abhauen. Wobei ich auch sagen muss, so Oldtimer Racen ist absolut nicht meins. Aber ich mache es immer wieder gerne mal, ein bisschen so zur Abwechslung. Also in dem, wo ich wirklich... Ich kann sagen, in dem, wo ich wirklich Profi bin, ist GT3 und dann hält es wieder mal schön ordentlich gegen die Wand. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier auf Chillig einen auf den machen. Dann hätte ich natürlich kein Problem mit Abfliegen, aber dann wäre es ja nicht lustig für euch und für mich. Aus. Also, wahrscheinlich jeder Fahrlehrer, der sieht, wie ich das lenke, das ist ein schöner Scheibenwischer. Tellenwäschermässig bewegen, kommt Krisen über. Los, jetzt Gas. Bremsen. Gas. Und wieder bremsen, Alter. Es ist schon geil, so ein paar Strecken. So etwas würde ich gerne mit einem TÜV drauf fahren. Und Problem, aua. Jetzt würde ich sagen, wir fahren die Strecke fertig und dann ist er fertig für heute, für den Stream. Also es geht schon, aua. Wenn ich das Auto in die Schrotte geht, sonst etwa 5 Minuten, bis ich die Strecke fertig habe. Eben so fern ist das Auto nicht schrotten. Das sei immer mal dahingestellt. Das finde ich einer der geilsten Abschnitte. Da kannst du wirklich pacen. Problem einfach, da, wenn man auf den Chat schaut, gibt es das Problem. Und die Kurve da hinten zu verwischen, weil die kommt da plötzlich. Mit den Oldtimer geht es, jetzt wenn du schon vor musst bremsen, sonst schaffst du die Kurve vorher schon nicht. Aber mit so modernen Autos kannst du da durchpacen und plötzlich kommst du in dieser 180 Grad Kurve und denkst einfach so, oh fuck,
Hätte sollen bremsen und ich hätte das schon lange schalten, ich Idiot. Ich bin so lost, wenn ich versuche jetzt zu erklären und dann kann ich natürlich den Kopfhörer so leise stellen, dass ich einigermaßen mich höre reden, weil sonst check ich absolut, was ich rede. Check ich absolut nicht, was ich rede. So rum. Aber durch das hören natürlich die Motorensound nicht immer. Das ist natürlich auch problematisch. Los, rum mit dem Heck. Ich persönlich freue mich ja schon extrem, dass die Formel 1 Saison schon bald wieder losgeht. Also anscheinend so Anfang September. Losgeht. Anfang September sollte es dann wieder losgehen. Weil ich dann schauen kann, wo ich eigentlich gerne gegangen wäre. Weil das letzte Jahr doch sehr Spaß gemacht hat. Wer es interessiert, besser an der Formel 1 aussehen kann, gerne auf meinem Hauptkanal vorbeischauen. Dort habe ich das verlinkt. Also irgendwo gut, RIP auf den Chat geschaut und dann war es wieder gewesen. Ich finde das schön, als Streamer kannst du immer einfach die Ausrede brauchen, ich habe auf den Chat geschaut. Auch wenn schon ewig nicht mehr geschrieben worden ist, schaue ich immer wieder geschrieben. Und dann fliegen wir es schön von der Strecke. Nein, der kann das nicht schauen. Genau. Und eigentlich das Jahr wollte ich nach 24 Stunden Rennen gehen, aber das... Ach komm, gib mir Power, dachte ich, schieße so Wagen. Aber das nehme ich jetzt mal an, wird Eiswasser gehen. Wenn das natürlich da mit dem Veranstaltungsverbot so immer noch ist. Aber dafür eine andere positive Neuigkeit. Das ist natürlich für die, die jetzt alle dran sind, da ja ab dem 8. Juni dann eigentlich so gut wie alles wieder offen ist und da die ersten Spiele werden stattfinden, gibt es eine Möglichkeit, dass man eventuell, also man muss jetzt natürlich schauen, aber dass man eventuell würde das Creator Meetup machen. Das ist schon in ferner Zukunft. Aber das ist natürlich absolut nicht sicher, weil ja, sonst müssen wir jetzt schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn das natürlich wieder ansteigt, kann ich da schlecht etwas machen. Aber es ist natürlich cool, oh Gott, erste Eckdaten vom Boom zu hören, wenn was sich jetzt aufgehen. So, los. Die Stelle muss ich jetzt schnell geniessen. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Creative Meetup ist noch nicht ganz fix, aber ja, mal gucken, vielleicht wird ja etwas daraus. Ich kann es ihm halt eben nicht garantieren, weil ich will kein Risiko, keinerlei eingehen, da irgendwie etwas... Oh Gott, das ist ja die Kurve. Aua. Irgendetwas zu organisieren und gerade als YouTuber oder Influencer, da ist halt ein Scheissdreck, wenn du da rausgehst und filmst und den Leuten sagst, hey, schaut, wir treffen uns. Darum, ja, mal gucken. Und ich überschätze auch jedes Mal wieder die Bremsen von dem Scheisshurrenkarren. Dass der einen längeren Bremsweg hat, als der Fettsack Joshua spielt. Spaß. Das ist die hässliche Kurve, die ich gemeint habe. Uff. Oh, nö. Ja gut, Wallriding, easy. Easy, alles planen gewesen. Sagt man mehr Fokus auf das Game.
Ja, und ich habe wirklich gedacht, ich bringe heute mal zur Abwechslung mal ein bisschen Assetto Corsa. Habe ich mir gerade, oh Gott. Ich habe ein Video gesehen von Felix Wunderladen, habe gesehen, wie ein Salz von seinem Simulator und da habe ich gedacht, weißt du, das kommt jetzt richtig Bock wieder von Assetto Corsa. Darum habe ich das jetzt ausgepackt und gedacht, weißt du was, das hat nur immer Minecraft auf meinem Channel kommt. Zur Abwechslung mal Assetto Corsa. Und ich bin mir überlegen, wieder mal Euro Truck Simulator zu spielen, weil das ist früher eigentlich der Hauptgrund, wieso Leute meinen Kanal geschaut haben. Dort habe ich wirklich zum Teil mehrere hundert Aufrufe bekommen auf so einen auf so einen Livestream. Darum ja, was halt wird so, nicht wundern. Mit ohne. Wow, da kann man noch langsamer gegen so einen Scheiss vor einer Leitplanke donnern, wenn ich gerade. Und Gas. So. Ja, und wieder verbremst. Aua. Easy. Kann sein, dass es ein bisschen laggt, mein Stream. Das ist einfach so. Ich habe die Vermutung, dass es laggt. So, jetzt letzte paar Kurven, die wir noch zu machen haben. Eine ist 180 Grad um. So. Gut. Da ist ein kurzer Quersteher gehabt. So, hier einigermaßen gut durchkommen. Bremsen. Oh Gott. Ja, never mind. So, jetzt. Jetzt sind wir gerade beim Maelo angekommen. So ein kleiner Joke. So, nein, ist schön Bande mitnehmen, noch ein Bande mitnehmen. Easy. Bam. Jetzt in den Rückwärtsgang. Bam. So. Das war's gewesen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr es gerne mal Daumen nach oben zeigen. Ja, ist mal wieder etwas anderes gewesen als zu dem, als das, was halt sonst kommt auf meinem Kanal. Von dem her, ja, hoffe ich, dass es euch trotzdem einigermaßen gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.